So, und es geht weiter in Khorinis. Und dann muss ich gleich mal was ansprechen, weil sich da ein gewisser Herr beschwert hat, dass Jupiter zu weniger Zeit. Ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Es gibt nicht mehr. Und so bat er Innos, Weil wir ja nicht bei der Märchenstunde sind. seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf So, aber zurück zu wichtigeren Dingen. Und zwar zu unseren Aufgaben. Gut, was haben wir denn alles? Der Mann mit der Augenklappe. Aha. Waren wir nicht schon bei Vatras? Wegen dem Brief? Oder müssen wir doch direkt zu den anderen? Aber das Licht war eine Qual für Oder da? Nix mehr. Gut, den Brief haben wir ja schon abgegeben. Schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Zum Kloster möchte man nicht. Weil wir ja schon bei der Miliz sind. Gut, bei den vermissten Leuten, da haben wir schon einen ganzen Haufen. Dexter, den sollten wir mal irgendwann aufsuchen. Farim dem Fischer. Den sollten wir auch helfen. Jetzt müssen wir erstmal zum Hafen runter. Das ist eine gute Idee. Einigermaßen. Wer ist das? Alvin. Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ich könnte mich um Verlan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du's mir. Ach, so sieht's aus. Na gut, wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Das kriegen wir schon hin. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Für 25 Goldmünzen sind wir wieder dabei. Und wo ist der Typ, der da rumhämmert? Der da? So, erst einmal speichern. Hey. Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Geben wir den 10 Goldstücke. Hör einfach auf zu hämmern, okay? Geh mir doch einfach nicht auf den Sack, okay? Aha. Hör auf zu hämmern. Oder ich brech dir alle Knochen. Lass es lieber bleiben, sonst hämmere ich mal ein bisschen auf dir rum. Was? Hey, du. Sag mal, ist alles klar bei dir? Ja, ich muss nur zusehen, dass ich alles wieder repariere. Hey, du.
Er hämmert immer noch. Schlagen wir ihn zusammen. Das wirst du bereuen. Hau drauf! Nicht. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Ist schon weg. So, haben wir nicht mehr im Ob. Und schon ist er Ruhe, da die sagen. Versuch das ja nicht nochmal. Hämmert er schon wieder? Hey. Okay, du hast mich geschlagen. Das war ja eine richtige Heldentat. Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf oder muss ich dich nochmal verprügeln? Nein, nicht mehr schlagen. Ich hör auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Gut, haben wir ihn doch noch überzeugt. Holen wir uns unsere 25 Goldstücke. Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Noch besser. Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir. Und? Was machen die Schafe? Die Schafe fressen und werden immer fetter. Genau wie meine Frau. Okay, Alvin. Hört ihr Bewohner von Korinis. Schauen wir vielleicht nochmal oben zum Hafen. Vielleicht entdeckt man ja noch irgendeinen Verbrecher. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Warte mal. Ich habe so einiges gehört. Ach so, das war der Typ. Ich glaube nicht, dass ich Mit daran den was Kämpfen da hinter der Scheune. Das machen wir später. Wer ist das? Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jung. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Korinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Korinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, der ist kaputt. Warum gehst du da nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Was meinst du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist.
Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Schied. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nix mehr los. Der hat ausgedient. Ja, das ist Jack. Dem anscheinend der Leuchtturm gehört. Bei dem wir allerdings noch nicht waren. Es war genauso, wie du sagst. Aber da werden wir auf jeden Fall irgendwann mal hinkommen. Aber soweit ich weiß, sind da Banditen. Und ich glaube, mit denen können wir es noch nicht aufnehmen. Weil die ein bisschen besser dran Wir sind. können nur abwarten. Er redet einfach zu viel. Jetzt werden wir mal. Daran was ändert. Das ist doch alles nur Gerede. Das nur Gerüchte. Ja, das Soll ich mich denn Nö, noch da alles treffen sie alle. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Wer sagt denn Das sowas? ist doch lange bekannt. Ringaru, wen haben wir da? Wenn er das Der nicht Ulf, sieht, muss ich nicht helfen. Scott. Das darfst du keinem Von mir erzählen. erfährt keiner was. Wer bist du? Er hat auf die falschen Leute gehört. mehr Ärger. Wirklich? Ich hätte das anders Das ist ja gemacht. interessant. Das ist doch Ach, das ist wieder einer. Vom Varus Biker Mod. Das weiß doch Ich inzwischen erzähl dir jeder. doch nichts Neues. Da kannst du ihr nichts behindern. genug Probleme hätte. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen Und hätte. jetzt werden wir mal die Dinge einstellen. Die Untertitel. Weil die Charaktere vom Varus Biker Mod nicht vertont sind. Warte mal. Was ist? Jetzt geh weg. Wundert mich Wer nicht. erzählt denn sowas?